Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chrüsimisi hier auf meinem Kanal. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. In dieser Folge geht es noch um den Tastereinbau in der Pfeife, also im Prinzip um den vierten Teil meiner Akkuhülsen, wobei mit den Akkuhülsen hat es eigentlich nicht mehr viel zu tun, aber egal, ich ziehe das jetzt so durch, dann seht ihr eigentlich den kompletten Einbau der Elektronik in meinen Pfeifen. Also bleibt dran, nach dem Intro geht's los. So, da haben wir jetzt einen Schalter, respektive den Taster. Der hat 4 Füßchen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. 1, 2, 3, 4. Jetzt müssen wir natürlich die richtigen 2 ermitteln. Ich weiß schon, welche das sind. Aber wenn ihr es nicht wisst, dann messt es aus. Bringt an 2 Füßchen die Messspitze an. Stellt das Multimeter auf Durchgangsprüfung, also auf Ohm. Schaltet es ein. Ihr könnt alternativ auch die Piep-Funktion einschalten. Ich kann das da mal einschalten. Jetzt habe ich den Taster losgelassen. Da haben wir nichts. Jetzt drücke ich. Und da haben wir Durchgang. So, jetzt wissen wir A, dass der Taster funktioniert und B, welche beiden Füßchen wir verwenden müssen. Die anderen beiden knipse ich jetzt weg. So, jetzt müssen wir hier 2 Kabel anlöten. Das heißt, die anderen beiden Beinchen, die noch übrig sind, kürze ich etwas ein auf etwa 3 mm. So. Und jetzt löte ich da die Kabel dran. Dafür reicht ganz dünnes Kabel. Das ist, glaube ich, 0,5 Quadratmillimeter, sogar noch kleiner. Egal, auch die Länge müssen jetzt da bestimmen. Und zwar so etwa so. 2 Stück. Ihr könnt auch dieselbe Farbe nehmen, das spielt keine Rolle. Weil beim Schalter ist ja egal, wie rum der Stromfluss ist. Jetzt werde ich die da abisolieren. Einmal. Zweimal. Die Enden etwas verdrillen. Nun werde ich meine Löthilfe zur Hand nehmen und werde da einerseits erstmal die beiden Kabel etwas verzinnen. So, den Taster ebenfalls. Einfach darauf achten, dass der nicht zu heiß wird, weil der mag Hitze nicht so gerne. Dann die Kabel dran. Da erwärme ich erstmal das Lot am Kabel und dann am Schalter. Nachdem die Kabel angelötet sind, nehme ich etwas Schrumpfschlauch, 2 kleine Stücke. So, nun werde ich den Schrumpfschlauch schrumpfen lassen mit sehr kleiner, schwachen Flamme. Damit sich das Lot nicht mehr verflüssigt. So, das reicht. So sieht es nun aus. Die Kabel sind dran gelötet, Schrumpfschlauch montiert. Nun werde ich die Unterlegscheibe ankleben. Das zeige ich euch gleich. Dazu positioniere ich als erstes die Unterlegscheibe auf dem Schraubstock. Dann kann ich dann beim Taster
den Kleber aufbringen und den so andrücken. Kleber zeige ich euch, wie ich das mache. Für mich funktioniert das am besten, indem ich einen Zahnstocher nehme, dann eine kleine Menge Kleber anmischen, den Klebstoff gut vermischen. Welchen 2K-Kleber ihr da nehmt, das spielt nicht so eine Rolle. Ich nehme da 5 Minuten, also das heißt, man hat 5 Minuten Verarbeitungszeit, dann fängt er an zu ziehen. Jetzt nehme ich den Taster, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Jetzt müsst ihr einfach aufpassen, die Kugel wird ja mit dem Finger eingedrückt, also da darf unter keinen Umständen Klebstoff drauf kommen. Ansonsten klebt ja die Kugel dann fest und der Taster wird unbrauchbar. Da einfach mit etwas Fingerspitzengefühl, ist aber keine wirklich große Sache. Mit einer ruhigen Hand, etwas Konzentration ist das sehr gut machbar. So, jetzt ist überall Kleber drauf. Jetzt drücke ich den Taster auf die Unterlegscheibe, drücke den etwas an. So, jetzt spanne ich das Ganze ein. Perfekt. Jetzt lasse ich das so trocknen. Circa, ja, sag mal 15 Minuten. In der Zwischenzeit machen wir dann unsere Pfeife, machen wir die Bohrung. Jetzt haben wir ja hier unsere Pfeife. Den Taster möchte ich hier, wo mein Daumen ist, positionieren. Das heißt, er kommt dann auf diese Gehäuseseite. Jetzt ist es so, der Taster selbst hat Durchmesser, das ist ja eckig, aber von Ecke zu Ecke sind das 9 mm und die Unterlegscheibe hat 10 mm. Das heißt, ich bohre das erst mit 10 mm vor, damit die Unterlegscheibe schön versenkt ist im Holz, und bohre anschließend mit einem 9 mm Bohrer durch. 10 mm. Bohre ich das vor. Mache das nach Augenmaß, das passt. Dann 9 mm. Und wenn ihr Holzbohrer verwendet, seht ihr, vielleicht könnt ihr das erkennen, hat es in der Mitte bereits ein Loch. Und da geht dann die Zentrierspitze rein und man kann durchbohren. Dann ist das Loch somit fertig. Jetzt hat es eine ganz feine Kante, wo dann der Schalter platziert wird. Ich nehme mal das ganze Zeugs raus, damit man das besser sehen kann, weil in echt ist die Pfeife ja so zusammen und die lässt sich nicht trennen. Das heißt, ich muss jetzt hier ein Loch zum Hals durchbohren. Es wird jetzt hier etwas schwieriger, weil da ist natürlich ja, locker 15 mm Stärke. Und wenn ich jetzt schräg bohre, muss ich sehr, sehr schräg, damit ich den Hals treffe. Aber ich versuche das einfach mal. Da müsst ihr halt einen Bohrer nehmen, wo der Durchmesser des Loches dann so gewählt ist, dass die beiden Kabel vom Taster durchpassen. Bei mir sind das 4 mm. Jetzt muss man hier etwas zielen und halt so schräg durchbohren. Einfach auf die Finger aufpassen. Jetzt haben wir hier schräg ein Loch und das kommt dann hier hinten, da kommt es raus. Ich zeige euch das. Ich kann jetzt hier mein Kabel durchstecken und hinten kommt es dann wieder raus. Somit verschwindet das Kabel dann und kommt nicht mit der Akkuhülse in Kontakt. Das ist eigentlich die ganze Zauberei. Im nächsten Schritt können wir den Taster einkleben.
Ich empfehle euch, messt den nochmal an den Kabeln durch. Also isoliert die Kabel ab, bringt die Messspitzen an, kontrolliert die Funktion nochmals. Da seht ihr, dass dann beim Löten und Kleben nichts passiert ist. Auch die Leichtgängigkeit, ob da kein Kleber drauf gekommen ist, checkt das. Ich mache das jetzt nicht, ich klebe den jetzt nicht fest, weil vielleicht möchte ich den nochmal rausnehmen, um euch was zu zeigen. Auf jeden Fall nehmt wieder Klebstoff auf den Zahnstocher, trägt den entweder am Taster auf oder ich mache es so, ich verteile den auf dieser Kante hier vorsichtig. Dann nehmt ihr die Kabel, steckt sie durchs Loch, stoßt die rein, bis die hinten rauskommen, positioniert den Schalter, nehmt etwas, ich nehme da so ein Drip-Tip, ein altes, das passt da schön drauf und stoßt den rein und dann nehme ich eine Schraubzwinge und fixiere das. In der Zwischenzeit testet nochmals die Funktion, mechanisch wie auch elektrisch. Testet das immer wieder. Wie gesagt, ich werde den jetzt nicht kleben, aber ihr seht schon, hier haben wir die Kabel vom Taster. Im anderen Teil haben wir die Hülse und den Pluspin. Und wenn wir das jetzt aufeinander machen, seht ihr, jetzt haben wir hinten alle Kabel, die rauskommen und hier den Taster. Das heißt, wir müssen jetzt hier nur noch den MOSFET dran löten, aber das zeige ich euch nächstes Mal. In dieser Folge soll es wirklich nur um den Taster gehen. Das hat sich noch jemand gewünscht, dass ich das zeige. Ich hoffe, ich konnte demjenigen helfen, weil er wusste nicht genau, wo die Kabel dann durchgehen, weil er sagte ja, die kommen ja dann an der Akkuhülse an und da hat er ja auch recht, wenn man dieses schräge Loch nicht bohrt. Also ich empfehle euch, das so zu machen, weil somit ist ein Kurzschluss ausgeschlossen. Dann, wenn das trocken ist, einigermaßen, testet nochmals die Funktion. Ich mache das immer, ich teste das keine Ahnung wie oft, die ganze Zeit durch, weil ich hatte das auch schon mal, dass dann der Taster, einmal hatte ich, dass da etwas Klebstoff drauf kam und der dann immer wie strenger ging und irgendwann war er festgeklebt. Das zweite Mal hatte der elektrischen Defekt, da habe ich es eben nicht durchgemessen, ich habe das zu Beginn nie gemacht. Ich habe da immer auf die Taster und auf meine Lötkünste vertraut, habe den einfach eingebaut, trocknen lassen und alles habe ich zusammen gemacht, ein MOSFET, alles eingeklebt und erst dann habe ich gemerkt, etwas geht nicht, also respektive ich konnte drücken, es passierte nichts. Dann musste ich die ganze Pfeife auseinandernehmen, das war ziemlich mühsam. Es geht zwar, weil 2 Komponenten Kleber löst sich bei ja, etwa 150, 180 Grad Celsius. Das heißt, ihr könnt hier mit einem Heißluftföhn vor allem den Taster, weniger das Holz, nehmt eine dünne Spitze, heizt den Taster auf, irgendwann löst sich der Klebstoff und ihr könnt dann mit einer Ahle oder irgendwas den Schalter rauspopeln. Genau gleich beim 15er, das ist etwas einfacher, könnt den einfach wärmen. Metall überträgt ja die Wärme sehr gut, es verteilt sich dann, löst den Klebstoff, dann schraubt ihr einen alten Verdampfer auf, zieht dran und dann habt ihr das wieder draußen. Vielleicht beschädigt hier etwas das Holz beim Rauspopeln, was nicht allzu schlimm ist, das könnt ihr etwas verschleifen dann wieder. 15er geht sehr gut, aber trotzdem checkt alles doppelt und dreifach. Dann habt ihr keinen Ärger. Jo, dann war es das wieder zu dieser Folge Chrüsi-Müsi. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet etwas mitnehmen. Das nächste Mal dann definitiv den MOSFET verlöten. Da werde ich auch noch kurz vielleicht auf die Funktion eingehen, mal schauen. Vielleicht zeige ich auch nur das Verlöten. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, ob euch das Technische vom MOSFET, ob euch das interessieren würde oder ob ich es beim Wesentlichen belassen soll. Also
das Verlöten, das Isolieren mit dem Schrumpfschlauch und den 510er einkleben. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Falls ja, Daumen nicht vergessen, abonniert den Kanal, wenn ihr keine Videos verpassen wollt. Es werden in Zukunft wahrscheinlich noch mehr so, sag mal, Tutorials kommen. Mal schauen. Ihr könnt es auch unten schreiben, wenn ihr was Spezielles sehen wollt. Wenn es mir machbar ist, werde ich darauf eingehen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.